Grüß zurück zu diesem kurzen Video. Heute machen wir nur kurz eure Kommentare in der letzten Woche. Das muss die letzte Woche gewesen sein. Seit Beginn der Minecraft Hardcore Staffel. Ich kann euch das mal kurz zeigen, was ich meine. So, bitteschön. Ja, ich bin ein bisschen, wie sagt man so schön, ja, ich hatte mir nicht gedacht, dass das relativ gut ankommt, wie ihr seht, gell? Ich zeige euch jetzt gleich im Community-Tab, habt ihr schon den Sendeplan durchgehend. Hardcore Staffel 2 kommt dann mit 11 Episoden und die kommt aber erst Ende Dezember, Anfang Jänner, gell? Also im Community-Tab habt ihr den aktuellen Sendeplan drinnen. Das sollte kein Problem darstellen. Gut. Warte ein bisschen. Wie funktioniert das da jetzt auf YouTube? Genau. Ja, sorry, ich bin schon ein bisschen verblödet. Ich habe jetzt über eine Woche nichts auf YouTube gemacht, weil ich ja in Antwerpen war. Und übermorgen, heute ist bei Aufnahme der 14.07. um 20:40 Uhr. Jetzt haben wir gedacht, ich reiß euch mal die, wie heißt's, eure Kommentare. Kurzen Augenblick, müssen wir hier reingehen. So, sehr gut. Wir machen das alles mal so. Relevanteste, neueste bitte, Dankeschön. So, dann gehen wir ein paar Tage zurück. Wir waren hier vor 10 Tagen. Vor 10 Tagen war ich, wo war ich denn da? War ich da noch in Österreich? Keine Ahnung, wurscht. Also wie ihr seht, ja, kein Kenny Chaos pur. Wenn ihr den Kanal durch puren Zufall gefunden habt, weil euch der Algorithmus hierher geführt hat, Chris ist der Steiermark. Und wie ihr sehen könnt, ich bin voller Freude und rede ein bisschen im Dialekt. Also bitte nicht böse sein. Ist so, gell? Grüß euch. Und zwar fangen wir an. Ja, Nuka, wie du geschrieben hast, es ist ein ulkiges Spiel. Ich weiß nicht, ob im aktuellen Verlauf der Staffel schon der Rucksack dabei ist. Man hat ja hier in Minecraft auch schon so einen kleinen Shop mit Mods etc. Und da habe ich mir dann einen Rucksack runtergeladen. Den kann man mit extra Platz im Gepäck, kann man sich den runterladen. Hat ein paar Euro gekostet. Scheißegal. Mir mittlerweile wurscht, ob was kostet. Ich habe für Sonstiges keine Zeit mehr. Gell? Also eine ganz tiefenpsychologische Frage und auch gleich die Antwort dazu. Gut. Ja, Christi Sascha. Ich weiß nicht, ob du. Ich nehme mal an, du hast den Kanal abonniert oder hast deine Antworten hier so da lassen. Ich weiß es nicht, gell? Ich formuliere es mal so. Ich habe ungefähr, wenn ich was aufnehme, habe ich ungefähr ein Bild davon, wer zuschauen könnte. Und beim Rest weiß ich es nicht. Ganz einfach. Da kann ich euch nicht mehr dazu sagen. Richtig, ich nehme halt einfach auf, was mir momentan gefällt. Und 2 Videos haben wir noch vor uns für die eine Reihe. Zwecks, wie heißt, was wollte ich sagen? Trilogien. Und die Trilogien kommen als letztes. Und dann haben wir noch Großprojekte. Da habe ich genau, ich glaube, 3 oder 4 Spiele, die wirkliche Großprojekte sind. Wann ich die aber anfangen kann, ist da nicht verraten, weil es noch nicht war's. Kurz und schmerzlos. Okay, ja, ich bedanke mich bei dir, gell? So. Nuka, du bist ja auch schon dabei seit 4 Jahren. Bist du deppert, die Zeit vergeht, ha? Ja, da haben wir was benannt, wir zwar. Deine Wohnungseinrichtung sieht echt super aus. Ich muss dir ehrlich gesagt gestehen, wenn mein alter PC das Life in the Woods noch packen würde, würde ich Life in the Woods spielen. Allerdings wird das noch eine Weile dauern, bis ein neuer PC ins Haus kommt. Ich baue gerade an jeder Ecke um. The Long Dark, die Sandbox, ist ja auf dem Zweitkanal schon länger am Laufen. Mit der Sandbox, mit meinem Lernfortschritt. Da habe ich so viel aufgenommen, ich habe sicher bis Ende des Jahres, Mitte nächsten Jahres genug auf Band oder auf Halde. Wurscht. Und
der Hardcore-Modus macht riesen Spaß. Ich meine, ich werde es in Staffel 2, werde ich es auch noch 100-mal erwähnen. Wenn wir sterben, ist die Staffel vorbei und irgendwann können wir es ja nochmal neu probieren. Minecraft kommt aber kann ich euch jetzt schon verraten, in 3 Varianten. Die Hardcore-Modus oder den Hardcore-Modus, dann ein normales Let's Play. Das normale Let's Play und das Hardcore-Modus Dingsbums hier haben eine gemeinsame Sache. Im Hardcore-Modus wird es interessant, ab in die neuen Höhlen, die es gibt. Ich kenne sie nur vom Hörensagen. Wo es da dieses Caves and Cliffs Update gab. Genau, kurz und schmerzlos. Alles zu seiner Zeit. Ich habe immer Spaß bei deinen Videos. Danke dir, Nuka, und liebe Grüße aus der Steiermark. Wer bist du? Home Barley. Hey, cool. Krass, dass du schon so lange durchziehst. Respekt. Danke dir. Und ganz ehrlich, ich versuche ja, wie soll ich sagen? Ich spiele seit geraumer Zeit The Long Dark in der Sandbox. Und wenn ich dort eines gelernt habe in der kurzen Zeit, oder seit knapp über einem halben Jahr, wenn ich eines dort gelernt habe, lieber einmal in die Defensive oder einmal zurückschrauben und 3-mal überlegen, bevor ich was angehe. Genau. Ich meine, wenn wir drauf gehen, gehen wir drauf. Das gehört mittlerweile dazu für mich. In The Long Dark bin ich so oft gestorben. Mir wurscht. Und ihr werdet es auch sehen, selbst im H.P. Lovecraft basierenden The Shore, da hat es 2 Stellen gegeben, da bin ich gestorben. Da bin ich aber ausgerastet, weil ich es einfach nicht ab kann, zu sterben, nur weil der Entwickler zu faul ist, dieses Trial and Error einzubauen. Oder aus Faulheit. Das mag ich nicht. Genau. Danke dir. Hanuka. Was haben wir denn da? Servus. Ich will doch nur überleben, drum musst mir auch dein Fleischl geben. Ja, sicher. Ich meine, ich brauche ja Fleisch zum Überleben, das brauchst du auch. Mit der Vorteil. Da weiß ich finde die Szene jetzt sicher nicht. Wurscht. Aber wie ich das gesehen habe und der hat an die Tür klopft, der Zombie, da war ich richtig. Oh, die haben eine richtig geile Wegfindung mittlerweile. Gut. So. Danke dir, Nuka. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Du brauchst dir keine Sorgen machen, zwecks diesem Beitrag und dem Urlaub etc. Heute ist der 14.07. um 20:46 Uhr, wo ich das aufnehme. Am 16., so gegen 4 oder 5, möchte ich in der Früh losfahren Richtung Italien nach Misano. Ich sehe in einem der Infovideos, in einem der letzten drinnen, was ich dort vorhabe. Und eins kannst du mir glauben, Nuka, vorm Urlaub. Ich bin jetzt am 6.07. war ich noch arbeiten. Was habe ich da gehabt? Frühschicht. Und am nächsten Morgen sind wir Antwerpen gefahren. Ich habe jetzt circa seit, ich glaube 14 Tage. 14 Tage ungefähr, habe ich keine einzige Konsole eingeschalten gehabt oder sonstigen Schaß. PCs gelaufen mir, aber das war's dann auch. Ich habe nichts aufgenommen, gar nichts. So, natürlich. Brauchst du keine Sorgen machen. Klappt alles im Hirn und das passt schon. So, bei deinen Videos habe ich immer Spaß. Danke dir. Umsonst bist du ja nicht schon 4 Jahre dabei. So, du schrullige alte Dorfmatratze. Ja, so blöde Sprüche kannst du in Zukunft noch ein bisschen mehr anhören. Ab und zu, ich sag's euch ehrlich, wie es ist, ich habe ab und zu nur ein bisschen die Panik oder Angst, dass ich ein bisschen übers Ziel hinausschieße. Ja, genau. Momentan rotzt es mir so raus, wie ich es mir gerade denke. Kurz und schmerzlos. Gut, also ich bedanke mich bei euch für eure Kommentare und je nachdem vielleicht mal schauen. Ich habe noch circa, mal ein bisschen, dass ich dich jetzt nicht anlüge, jetzt wird es 21 Uhr, 3 Stunden, sind 15 Stunden, bis ich dieses Video rausdonner, so um 12 Uhr. Ich überlege mir mal, vielleicht. Nee, Trilogien und Großprojekte machen wir eigens. Genau, da machen wir eigene Videos. Spätestens
nach dem Urlaub im August fangen wir dann damit an. Und was ich heute und morgen noch mache, weiß ich noch nicht, zwecks YouTube und Aufnehmen. Vielleicht nehme ich heute noch was auf. Kleine Episoden, man weiß es nicht genau. Und den Rest siehst du dann, wenn wir soweit sind. Passt. Ich hoffe, ihr hattet jetzt ein bisschen Freude an diesem kleinen, kurzen Video. Ich habe mir gedacht, ich mache das mal so. Dafür auch mal was anderes, damit seht, dass ich auch noch da bin. Also dann, bis zum nächsten Mal und ja, habt eine schöne Zeit im Sommer und ja, ich hoffe, eure Arschbacken genießen das feuchtfröhliche Schwitzen. Baba.